Jetzt könnte es vielleicht wieder gehen. Ja, ich glaube, jetzt geht's wieder. Komisch. Irgendwie war der Stream jetzt tot. Ich weiß nicht so genau, woran es liegt oder gelegen hat, weil ist noch immer extrem ruckelig, muss ich sagen. Ich überlege gerade, ob das so dran liegt. Ich habe nämlich mein Netzwerkkabel ausgetauscht. Weil wir haben jetzt eine Ausfallrate von über 26%. So, jetzt habe ich das Netzwerkkabel nochmal ausgetauscht. Jetzt gucken wir mal, ob es jetzt besser ist. Ja, bisher sieht es ganz gut aus. Bisher sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus. Tja, da muss ich mir nochmal Gedanken machen jetzt, ne? Gut, also ich habe wann war denn das? Am Samstagabend, glaube ich, hier die Netzwerkverkabelung überarbeitet und habe quasi unterm Schreibtisch so festes Netzwerkkabel verlegt. Und dieses Kabel scheint irgendwie beim Krimpe irgendwie nicht alle Drähte erwischt zu haben oder keine Ahnung. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass das scheinbar irgendwie schlecht die Netzwerkverbindung hat. Jetzt habe ich quasi das Kabel nochmal, was ich vorher dran hat, angeschlossen. Jetzt läuft es nochmal flüssig. So, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Aber ich finde das komisch, weil also YouTube-Videos konnte ich problemlos gucken. Naja. Jetzt scheint sie wieder zu funktionieren. Dann machen wir halt hier den ganzen Shit nochmal. Aber wenn ihr das Stream abgekackt ist, habt ihr es eh nicht gesehen. Das ist ja nicht so schlimm. So. Zu kurz. Ja. Jetzt muss doch wieder Zauber kommen, natürlich. Ey, was die für einen Schaden mache, das ist doch nicht normal. Hier wechsle schon mal die Waffe. Für gleich. Natürlich. Schlag. Warum trifft der dann immer nicht? So, eigentlich haben wir für da hinten den Gnom die Waffe gewechselt. Warten wir jetzt erstmal, bis die Kondition wieder... Roll. Stark. Guck mir, der hat eben gar nicht seine Gamasche fallen gelassen. Vorhin hat er so Hose fallen lassen. Zack. Ah doch, hier. Ach guck, die Lederstülpe hat er vorhin, glaube ich, nicht fallen lassen. Waren hier noch Gegner? Ach ja, hier war noch einer.
So, wenn wir jetzt dort unten sind, müssen wir dran denken, Safe Game anzulegen. So, also Safe Game, das ist jetzt neues Leuchtfeuer. Aber dieser Schlüssel, der muss weiter vorne irgendwo sein. Also ich bin jetzt echt fast... Nein, ich Depp! Habe ich Safe Game geladen, statt zu importieren. So dumm. Naja, ist egal. Dann können wir hier nochmal gucken nach dem Schlüssel, den wir eigentlich suchen. Wo kommt denn der von hinten jetzt her? So, im Internet stand irgendwas. Nach der Mimik, dort käme ganz viel, Bogenschütze. Und dort wäre dann quasi dieser Schlüssel, den man dafür braucht. So, und die Mimik, die war ja hier, wenn wir hier weitergehen, dort unten war die, ne? Auf diesem... Ja, hier will ich jetzt wirklich nicht gegen den kämpfen, das macht Abgang. Also erstmal ist es nur Training für einen No-Death-Run. Und No-Death-Run heißt, wenn ich mit meinem Training durch bin und dann versuche ich im Optimalfall das komplette Spiel ohne zu sterben durchzuspielen. Beziehungsweise halt je nachdem, wie weit ich komme. Also das Ziel ist natürlich durchzuspielen ohne zu sterben, aber das geheime Ziel ist, ich will mindestens nur 3-stellige Punktzahl haben. So, aber jetzt sind wir noch im Training. Das heißt, da steht auch Training, ne? Also Trainingspunkte 274 von 304. Nach dem Training kommt dann irgendwann der eigentliche offizielle No-Death-Run, in dem ich nicht sterben darf. Ich bin jetzt hier kurz vorm Schluss, also das sieht man auch hier an den, sieht man auch hier an den Punkten. Es gibt so, also die richtige Bossgegner, die geben irgendwie 5 Punkte und dann gibt es noch so kleinere Bossgegner, die geben 3 Punkte. Und mir fehlen jetzt hier quasi noch, ich glaube 2 oder 3 Bosse. Oh, hoffentlich falle ich nicht runter. Mir fehlen noch 2 oder 3 Bosse und dann noch 4 oder so kleine, die 3 Punkte geben. So, und das heißt, ich weiß nicht, vielleicht so noch 2 Streams oder so, dann müsste man das Spiel erst nur einmal durchhaben. Und dann würde ich quasi so die eine oder andere Stelle noch mal so nachträglich üben. Deswegen erstelle ich fleißig Save Games, damit ich quasi punktgenau die 1-2 Bossgegner noch mal üben kann. Wo ich vielleicht Probleme habe, wo ich noch nicht so sicher bin und so weiter und so fort. Ja. So, und aktuell im Training ist jetzt erstmal egal, wie oft ich hier sterbe. Weil das ist ja erst Training, das heißt, mal alles kennenlernen, mal gucken, was es für Bosse gibt. Taktik zurechtlegen, in welcher Reihenfolge man was macht und so weiter und so fort. Ich habe ja auch nebenher so ein Word-Dokument, wo ich mir dann schön Notizen mache,
was für Waffe ich haben will, was für was für Werte ich wie hochlevele und so weiter und so fort. Also, ja. Also, das hier ist jetzt quasi der Weg zu dem Shortcut. Beziehungsweise Leuchtfeuer? Nee, Shortcut war das schon, ne? Ey! Ich hab den doch getroffen! Schiss! Jo. So ist es. Jetzt müssen wir nochmal Safe Game laden. Aber irgendwie dort bei diesem Rondell ist die Mimik. Und dort muss doch dann eigentlich irgendwo diese, dieser Schlüssel dann sein. Wie heißt der? Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich glaube Wappenschlüssel oder so. Aber dort ist nichts. Habe ich jetzt geladen? Nee, ne? Ich muss gleich nochmal googeln, wo dieser Wappenschlüssel ist. Wappenschlüssel DS1. Oh, ich meine, so hieß der. Stadt Olersinn. Vom Leuchtfeuer in der Stadt aus gehst du in den unteren Bereich, wo viele der aufgeblähten Gegner und Zauberer sind. In einem der Gebäude kurz vor der Abkürzung gibt es einen Bereich mit einer Mimik. Es befindet sich in einem kleinen Raum, der über eine Holzplattform zugänglich ist, auf die man herunterspringen muss. Hä? Boom, schön Backstep, geil. Also. Kann man hier... Nee, da kann man nicht hin. Rechtzeitig gekillt, geil. Also, ich war ja hier irgendwo runtergesprungen, ne? Da kann ich mich schon noch irgendwie dran erinnern. Das kriegen wir auch gleich nochmal hin. Das finden wir, wo das war. Ja, tschüss. So ist mir das eigentlich am liebsten. Leicht verdiente Punkte. Man könnte natürlich auch hier mal runterspringen, ne? Vielleicht hier. Wenn wir hier auf die Treppe runterspringen müssen. Ah ne, die Treppe geht hier quasi so runter, ne? Da müssen wir gar nirgends hinspringen. Ja. Hier ist nichts. Hier könnte man theoretisch rüber auf dieses... Aber dann ist hier...
eher Sackgassen, ne? Kommt man da jetzt nochmal zurück? Oder ist das dann eher sowas wie, ja, Pech, jetzt bist du halt tot? Ah ja, gerade so. So. Wo war denn der? Das war irgendwie so, ach, von so einem Dach sind wir irgendwie runtergesprungen auf so Bretter gedönt. So. Hier ist das auch nicht. Big Steps sind einfach geil. Aber jetzt bin ich hier doch wieder in dem Scheißgebiet, wo ich eben schon mal war. Keine Ahnung, ich gehe jetzt noch mal hier runter, aber irgendwo war ich doch von so einem Hausdach quasi auf so Bretterverschlag. Aber da hatte ich doch alles durchgemacht, da war keine Mimik mehr. Ich weiß halt nicht, wahrscheinlich muss mir hier oben irgendwo hin, aber wie soll ich denn da hochkommen? Oh, hier sind Bretter. Da muss man aber hier irgendwie eins oben drüber oder so. Hier kann man nirgendwo springen. Ich sehe hier jetzt auch tatsächlich keinen anderen Weg quasi, um hier reinzukommen. Ich sehe es kommen, ich muss mir irgendwie YouTube-Video raussuchen. Boah, hier, da kann man doch bestimmt irgendwie durchgehen, oder nicht? Aber geht nicht. Das ist wieder so Lichtding. Wo ist denn mein Laterne-Ding? Hier. Nee. Waffen in die Hand nehmen wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber man hört auch irgendwo im Mimik, ne? Oder ist das so oben der? Das Larre, das kenne ich eigentlich eher von so Mimik. Vielleicht hier, dort bin ich mit Sicherheit nicht irgendwie runtergesprungen. Vielleicht muss man dort irgendwo runter. Gucken wir hier raus. Hier ist zumindest ein Item. Aber ansonsten geht es hier eigentlich nicht weiter, ne? Dort rechts geht es noch hoch. Waren wir hier schon? Das könnte ganz gut sein hier. Das könnte ganz gut sein. Hier.
unten ist schon eine Tote. Also hier wahrscheinlich ja schon mal gewesen zu sein. Hm. Und hier am Rand entlang oder so, da kommt man ja auch nicht, ne? Das. Wobei hier dort drüber ist Truhe. Dort muss man doch bestimmt irgendwie hin. Aber hier, das kann ich doch knicken, so weit ist der ja nicht. Aber hier... Da ist nirgends irgendwie sowas, ne? Müssen wir doch herkommen, das ist auch nichts. Ist jetzt schon echt komisch. So. Jetzt wäre halt tatsächlich die Frage. Wie kommen wir dort rüber? Hier der Kamin ist natürlich schon auch irgendwie so ein kleines bisschen merkwürdig, nenne ich es jetzt mal. Also hier könnte hier vielleicht was gehen. Aber wenn hier irgendwas zu holen wäre, dann wäre wahrscheinlich auch so eine Nachricht auf dem Boden. Genau, hier, und dann geht's rechts, ist der Shortcut. Also ich gehe davon aus, das muss hier irgendwie, muss man diesen Bretterverschlag wechseln sozusagen. Und dort kriegt man bestimmt den Schlüssel. So, genau, das würde ich jetzt achten. Würde ich gern hoch jetzt, ne? Hier. Aber hier, da müssten wir quasi so rüber. Das ist aber nichts dazu. Hier, ne? Den muss man ja auch noch irgendwie erwischen können. Und das ist auch eine Truhe, ne? Und die Truhe, das ist auch eine Mimik. Aber wie kommt man dorthin? Kann ich hier nicht so ein bisschen durch die Wand klitsche und gucke, ob man da irgendwo um die Ecke... Ah, wahrscheinlich muss man hier runter irgendwie. Geht das? Reicht das, wenn ich hier einfach renne oder muss ich springen? Wenn ich springe, bleibe ich doch 100 Pro an der Wand hängen. Große Scherbe. Wappenschlüssel, da ist er doch. Den haben wir gesucht. Gut Ding will Weile haben, ne? Da ist noch einer.
So, und hier, so war doch da noch irgendwo diese Ecke, wo der andere Dach könnte man theoretisch hüpfen. Da sehe ich jetzt erst keinen Benefit davon. Hier ist leider zum Runterrutschen. Und hier... Ah ne, das genau, da sind wir hochgegangen eben. Das heißt, dann wäre als nächstes die Leiter hier dran, ne? Ah, so, pass auf, jetzt können wir hier das noch abschnüllen. Und können wir hier runterhupsen. So. Und jetzt hatte man ja hier den Shortcut freigeschaltet. Freigeschalten. Und den können wir jetzt hoch. Dann können wir ins Kolosseum, können den Bogenschützen, Riesenbogenschützen, wie auch immer, können wir freischalten sozusagen. Er holt den Drache runter und dann können wir gegen den Drache kämpfen. Das ist doch geil jetzt. So. Da. Stopp. Ein Level geht noch. Wenn wir mal die Kondition ein bisschen hochtreiben. Außerdem gucken wir mal, ob wir hier was reparieren können. Ja, eigentlich alles noch mehr oder weniger im grünen Bereich. Alles nicht so dramatisch. Ne, da steht hier quasi, wie viel Seele man braucht, um das zu reparieren. Aber es wäre halt irgendwie auch ganz cool, wenn dazu Prozentzahl stehen wird, ne? Zu x% kaputt. Weil jetzt, dass ich 27 Seele brauche, ist zwar schön und gut, aber ich weiß ja quasi, warte, andere Richtung, ich weiß jetzt quasi überhaupt nicht. Ach so, warte. Wir machen hier mal noch ein Safe-Game. Oder? Ne, Quatsch, brauchen wir eigentlich nicht. Wir gehen jetzt hier hoch. Also was ich eben sagen wollte, 25 Seele, was ist denn das Maximum? Ne? Ist das Maximum quasi 100 Seele zum Reparieren, dann wäre es 27% kaputt. Ist es 1000 Seele, dann wäre es 2,7% kaputt. Also das wäre jetzt schon irgendwie interessant zu wissen. Ne? So, komm, hier machen wir mal nicht. Ich glaube, der Riese dort oben, der ist freundlich gesinnt, aber bevor der jetzt auf uns draufknüppelt und mir kaputt gehe, machen wir hier vorsichtshalber noch mal Safe Game. Import. Adlerauge. Goch oder wie er heißt. Tut er mit seinem fetten Arsch hier noch ein Item verstecken? Nee. Gegenstand kaufen. Was hat er dann im Angebot? Mhm. So, ja. Ja. Dragons, we knights fought valiantly, but for every exhilaration, pride thou will understand what at our twilight. Me is very little. Who good is a dog? But I'm like me. So, und zwar Well, human, lead thy life. hat irgendwie im Internet gestanden, man muss, glaube ich, zuerst
einmal zu dem Drache, den Drachen triggern. Da macht er unten ein bisschen Feuershit. Und dann muss man nochmal hier hingehen, dann schießt der Drache runter. Bin ich mal gespannt. Ich glaube noch nicht so dran, wenn ich ehrlich bin. Richtige Richtung. So, und hier ging es, glaube ich, irgendwo runter. Hier. Jetzt muss ich nur dran denken, dass die ganze Drecksköder wieder hier sind. Mit ihrer Steppfücher. So, die erste nicht. Da war doch noch Futter, oder? Und noch ein dritter. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier schon waren. Dann müsste hier unten der eine Funkeltitanit Heinz weg sein. Funkeltitanit, wo ist er? Ja, also eigentlich müssten wir hier doch schon mal gewesen sein. Eigentlich müssten wir den doch schon mal getriggert haben. Sprache. Ja, dann triggern wir halt noch nicht, ne? Wo ist er? So kommt er. Jetzt müssen wir die Füße in die Hand nehmen. Oh ja. Hat noch schön die Fußsohle verbrennt. Das ist ja eigentlich auch lustig, ne? Jetzt gehe ich da hin wieder. Obermacker, ich mach den platt. Und dann kriege ich ein bisschen die Fußsohle verbrennt. Dann renne ich zurück zum Papa, also zum Adlerauge und sage, kannst du mir bitte helfen? Ich bin gespannt. Jetzt haben wir den doch eigentlich, den hatte man vorher schon mal getriggert. Der hätte ich hundertprozentig. Außerdem hatte ich ja das Funkeltitanit eingesammelt. Also waren wir auf jeden Fall auch schon mal ganz runter. Du müsst hier nicht irgendwo der Aufgang sein hier. Ja, es ist schon so lange her, war am Samstag, ne, dass ich den Drache getriggert habe, hat er wieder vergessen. Hätte er dem Anerkenne direkt sagen. Dass ich jetzt 5 Minuten herrennen muss. Bin so gespannt jetzt. Ich hab so das Gefühl, das klappt noch nicht so gut. Ja. Ja. Yes, he's called Cal, ferocious dragon indeed. Even mighty Anna Londa dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but thy intent is to persevere to the bitter. Jo. Good, good.
What is bravery without a dash of... I've taken a liking to... and Ich war I Emodat. Ja, ihr seid mir ans Herz for gewachsen. this. Geil. Now, watch and see how golf and Wenn ich den Bogen hätte, ne? Könnte ich mir richtig geil aufräumen. Eigentlich müsste er schon jetzt mal direkt die Hälfte von der Energie weg haben. yes, a true stat Schon von sich selbst überzeugt. The rest is in thine hand. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal den Drache beschwöre. Das wird lustig. Jo, jetzt haben wir eine Nebelwand. Also machen wir jetzt ein Safe Game. Drache Kalamet. Drache Kalamet. Okidoki, fortfahren. Klappt der jetzt da drüben irgendwo rum? Ja, wahrscheinlich hier um die Ecke, ne? Das hätte man eine schön von hier auch mit Pfeile zu schießen. Ja, ach, geil. Wahrscheinlich tut er jetzt Emo durchziehen und dann bin ich tot. Wenn der Bossbalge ist, ist schon mal hier, ne? Alter, ist die Leiter hoch. Ah, jo, klar. Nein! Hat noch ein Millimeter gefehlt. Ich wollte von oben so ein bisschen lässig Giftpfeile drauf schießen und gucke, was passiert. Das wäre bestimmt cool, war. Wahrscheinlich 1000 Pfeile nichts passiert. Gibt's da nicht auch ein Lied? Und früher so 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert. So irgendwie 1001 Nacht und es hat gemacht.
So, also ab mit der Abfahrt hier runter. Die Leiter ist halt schon lang, ne? Haben wir nicht vielleicht irgendeine Rüstung, die gut wäre gegen Feuer? Nee, haben wir nicht. Hatte ich schon mal geguckt. Ich glaube, Schild haben wir nicht, das vielleicht gut ist gegen Feuer. Na ja gut, solange der vorbei bloß sei Kram. Wow. Macht er dann jetzt schon gedacht, er kann nämlich fliehen? Nein, hör auf. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, er macht nur Feuerrotz. Das wäre dann nämlich unproblematisch gewesen. Ist halt echt so die Frage, ob man es doch noch mal ausprobieren soll. So, jetzt war irgendwie Blutschild. Hier das. Feuer 70. Feuer 70, Feuer 30. Feuer 90. Da natürlich auch relativ schwer. Was hat meins? Feuer 70. Na gut, so schlecht ist das ja eigentlich nicht, ne? Ich könnte natürlich noch eine Rüstung anziehen, ist klar, für mehr Feuerabwehr. Aber dann bin ich wieder so schwer und behäbig. Mag ich auch nicht. Wenn wir jetzt hier quasi direkt wieder hochgehe, kommt der, wenn ich hier ohnehin automatisch, oder muss ich zuerst vorne um die Ecke gehen? Ah, da kommt der schon angeschlappt. Sehr gut. Diesmal müssen wir es eigentlich packen. Aha. Das ist so praktisch. Warum kommt denn der da hoch? Ich habe gedacht, er kann nicht mehr fliegen. Ja, nee, das ist nichts. Wir müssen dann tatsächlich nur ohne. Ja, so schnell wollte ich jetzt nicht runter. Also wir müssen ohne gehende kämpfen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Man könnte natürlich trotzdem mal Pfeil und Bogen ausrüsten und mal gucken, ob der Vergiftungsschade bekommt. Finde ich eigentlich ganz cool, wenn der Vergiftungsschade bekäme. Wir haben natürlich noch ein paar Drachentöterpfeile. Ist halt die Frage, ob die denen was bringen. Ne, normal, Drachentöterpfeil wird dir quasi heißen, einmal drauf und er ist tot, oder nicht?
Was ist denn das? Habe ich ja vorher noch nie gesehen. Nein, ich bin hier hingerollt. Wäre ich doch nur gerannt, da zu springen. Und ich habe nichts draus gelernt. Warum rennt der da nicht? Wir können da mal noch ein paar Ringelger tauschen. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. So, was haben wir dann hier im Angebot? Also, weiß ja auch nicht jetzt. Normal, Havelsring, ja, alles schön gut, aber brauchen wir eigentlich gar nicht. Ne? Gut, dann hier verstärkt Balance, ist natürlich nicht verkehrt. Wäre halt vielleicht eine Überlegung wert, ob man die Keulen nehmen, aber dann sind wir so behäbig. Habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da nicht agil genug sind zum Ausfall. Ach so, jetzt haben wir gar nicht die Pfeile wieder getauscht, ne? Aber gut, so oft kommen wir gar nicht zum Schießen, glaube ich. So hat er eben nicht angefangen. Hallo? Er müsse vielleicht warten, bis er vorkommt. Wir haben halt da irgendwie nicht so geile Ringe, muss man echt sagen. Machen wir hier, was machen wir jetzt hier mit Giftpfeilerin? Er könnte auch die Drachentöterpfeilerin machen. Ich nehme Drachentöterpfeile. Wir kennen sie gegen den Drache. Kleine Zunahme von TP. Verstärkt Angriff bei geringem TP. Aber ja, ist halt geil, wenn man es kann, aber ich kann es nicht. So, dann gewährt zusätzliche Magie. Brauchen wir nicht. Gewährt zusätzliche Power. Brauchen wir nicht. Balance ist halt ganz geil, wenn man irgendwie getroffen wäre, so, ja. Was haben wir noch? Ich meine, ja, aber der geht dir kaputt, wenn man ihn wieder auszieht. Alles sind wir eigentlich schon durch, ne? Also ist jetzt wirklich auch nicht viel rausgeholt, wenn man ehrlich ist. So, jetzt machen wir hier aber nur noch ein neues Save-Game. Ich meine, das mit regeneriert kleine Menge TP oder was das war, hier ganz oben der Ring. Natürlich auch nicht verkehrt. Ach, da habe ich mir die richtige Bogen dafür am Start. Alter, jetzt geh mir doch nicht so auf den Sack. Kannst du mal aufsteigen, bitte?
Was ist denn das? Danke fürs Gespräch. Das ist jetzt wieder was ganz Komisches. Habt ihr jetzt hier irgend so einen Punkt über dem Kopf? Bleib stehen! Das dann! Nein! Keilt der nur hinaus! Was war... Alter, ich verstehe dieses Moveset nicht. Ich sehe doch nicht, wann der was für eine Attacke macht. Ich glaube, es gab auch noch so eine Art Drachentöterbogen oder sowas, ne? Und dann holen wir mal die Keule raus. Da kennen wir zwar nicht, aber Rolle wäre schon arg wichtig, ne? Ja, weiß nicht, geht vielleicht noch, ne? Und was ist mit diesem Drachentöter? Großbogen? Dann ist aber wahrscheinlich... Na, geht eigentlich nur immer, ne? Ja, Versuch ist wert. Ach, echt groß. Welche, das ist Drachentöter-Pfeil. Normal mischst du mit einem Pfeil die Hälfte von der Energie wechseln. Wahrscheinlich geht dann so halber Zentimeter weg, wenn überhaupt. Nein, renn doch! Warum rennt der da nicht? Warum musst du alles auf dem gleichen Knöpfchen sind? Ich sehe nichts. Kann ich jetzt mit dieser Scheißkeule nicht rennen oder was? Der kann doch eine Rolle, der wird doch auch Rennen kennen. Jetzt mal ausprobieren. Ja, warum? Der kann doch rennen. Warum hat er nicht, ist er eben nicht gerannt? Es hängt aber, glaube ich, auch ein bisschen dran, dass ich den immer anvisiere. Er ist zu groß zum Anvisieren. Ich weiß halt nicht so genau, was kritische Treffer sind, ne? Sonst könnte man auch den Ring anziehen, der kritische Treffer verbessert. Ist das dann quasi nur so Backstep? Ich hab gedacht, er macht zuerst Feuerscheiße. Oh, ich hab gedacht, es reicht. Ja, mit dieser Keule ist halt gut.
Ist man so langsam und so behäbig. Aber die macht so schön viel Schade. Aber ich glaube, im Schwert ist echt besser. Wäre halt geil, wenn man sich hier oben verstecken könnte und einfach mit dem Bogen eine Runde schießen, so, ne? Das wäre halt geil. Aber nö, geht nicht. Hab's getestet, geht nicht. Ist nicht going. Seh nix. Hey, der macht halt auch so Fläche schade. Was willst du machen? Ah jo, hat mich zwar nicht getroffen, aber hat mich doch getroffen. Hey, der trifft mich doch noch nicht mal beim drüberfliehen. Hey, was willst du dann du machen, ey? Nur ganz im Ernst. Die Havelrüstung will ich jetzt nicht anziehen, weil ich kann ja diesem ganzen Feuergedöns dann nicht mehr ausweichen. Und so viel Schade absorbiert die jetzt auch wieder nicht, dass man jetzt sagen könnte, naja, lass ich mich halt treffen. Wenn der muss stehen bleiben wird. Ja, jetzt kommt so, was willst du machen, ey? Guck da mal diesen Feuerkreis an. Nein, ey, guck da, ich war wo ganz anders. Ich weiß auch nicht, was das für Angriff ist. Ich habe keine Ahnung, was der macht, für was der gut ist, für was der schlecht ist. Ich weiß es nicht. Warum bin ich jetzt tot? 80% Energie abgezogen, weil der nur Pfanne geflohen ist oder was? Habt ihr das eben gesehen? Ich war 10 Meter links und trotzdem hat er mich quasi aufgespießt mit diesem roten Punkt. Wenn man jetzt die Havelrüstung hat. Wie viel Energie absorbiert das? Lohnt sich das? Ich glaube nicht, Tim. Stopp. Ringelche. Machen wir die Balance. Soll man die Balance finden? Soll man wohl die eine verstärkt kritische Treffer? Ist so irgendwas erklärt? Aber was ist ein kritischer Treffer? Ich habe keine Ahnung.
Ja gut, keine Ahnung, wenn wir eh nicht ausweichen können, dann können wir auch die Keulen nehmen. Ich sehe, das absorbiert mit 90% von dem Schade, ey. Ja, Rolle kann ich knicken. Geil. Renne A. Ja, geil. Und das hat genau überhaupt nichts gebrungen. Jo, ist klar, macht er wieder den roten Punkt auf mich drauf. Keine Ahnung, für was das bringt, also für was das gut ist. Oder nicht gut ist. Auf jetzt. Ja, was habe ich denn jetzt die Steinrüstung angezogen? Mal ernsthaft jetzt. Ich kann mich nicht bewegen und Schade mache ich nämlich genauso viel wie davor auch. Feuerschadenabsorption oder Feuerabwehr oder wie das heißt, 90% war dort, ne? 90%. Und mit seinem kleinen Feuerpuster hat er mal direkt 2/3 von der Energieleist fortgebeamt. Die Hälfte, ich glaube, es war die Hälfte. Wo war du jetzt quasi die Feuerabsorption? Wo ist dann eigentlich der Pfeil, den der Riese in den Ring gebollert hat? Der muss doch da eigentlich eine Seite noch drin stecken. Dann weg. Nein, ich bin ausgewischt. Seh nix. Nein, aua. Trink was. Trink ist wichtiger wie Haue. Falsche Richtung gerollt. Geil. Warum rennt der dann jetzt nicht? Dann wäre der am seitlich rennen können. Wenig. Aua. Ich sehe nichts. Oh, der hat mich schon in der Ecke gekeilt, ey. Das ist so nervig. Wenn ich dann immer so Boss-Arenen, wo man dann, ist man in irgendeiner Ecke drin, dann kommt man nicht mehr raus, dann steht der Kolossto vor einem. Da muss ich jetzt mal den Fokus wegnehmen zum Wegrennen, wenn er diese komische Feuer-Dash-Attacke da macht. Dann bist du aber nicht schnell genug. Seitlich rennen kann er eh nicht, nur geradeaus. Zumindest kann er nicht seitlich rennen, wenn der anvisiert ist, der Anergolech. Es ist einfach grauenvoll. Wann kam eigentlich Elden Ring raus? Ich hätte Bock auf Elden Ring 2 oder sowas.
Wenn du nicht anvisierst, dann steht die Kamera wieder hinterher fertig, dann triffst du ihn gar nicht. Ey, weißt du, der ist ach so, der war noch so weit weg und trotzdem trifft der mich mit so einem Rotz. Jetzt kommt wieder der Dash-Angriff. War ich zu langsam? Was will ich machen? Ja, jetzt ist doch mal gut. Lass mich doch mal was trinken jetzt. Ja, jetzt war ich da, okay, konnte ich wieder nicht seitlich ausweichen, ne? Macht er hier zweimal Feuer hintereinander. Dann tut er wieder auf dem Boden rumschlafen. Mit dem scheiß Fels kann ich nicht ausweichen. Renn weg. Ja komm, schneller und früher kann ich jetzt auch wirklich nicht reagieren zum Wegrennen. Oh hopp, ich bin genau drunter durchgerollt. Soll eine rote Scheißbehalle, ey. Ich brauche nicht, ich weiß nicht mal, was das ist. Trotz geh ich nicht, du, ey. Ring des Unheils. Ja, Unheil war das so tatsächlich. Was kann der Ring des Unheils? Er hält doppelten Schaden. Ja, das will man kriegen, ne? Nicht irgendwie so macht doppelten Schaden, nee. Man bekommt doppelter Schaden. $60.000 Seele hat er gibt. Er darf mehr verdient gehabt, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt hätte man quasi noch 2 Bossgegner. Hier im DLC noch einen. Apropos Bossgegner. Das ist bestimmt live. Dann haben wir noch 4 Black Knight oder 5 oder so. 5. Und der finale Boss. Was?
hab jetzt der Lust, da rumzulaufen. Hey, warum bin ich immer so dumm? Und drücke es falsch. Hier, Heimkehrknochen benutzen. Bitte. Jetzt hoffe ich nur, dass der innerhalb vom DLC benutzt wird und dass ich nicht hier aus dem DLC raushupse. Sehr gut. So. Aufsteigen. Von die Wicke. Man könnte ja eigentlich mal gucken, ich habe hier noch so ein paar Rune-Seele-Päckchen hier am Start. Da könnte man doch mal Gas geben. Hier, was ist das? 50.000 oder so. Ich kann ich mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich du jetzt allen Ernstes jedes Mal auf Ablegen drücke, statt auf Benutzen. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwann muss ich mal hier VOD durchgehen und gucke, ob das echt so ist. So, was geht hier ab? Ach, ich weiß nicht, vielleicht kann man sie doch nur noch brauchen, aber eigentlich nicht, ne? So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also hier eins. Hier eins und dann fehlen noch wie viel? Da muss 26.000. Wendelin. Mischwesen Priscilla, komm. 12.000, hat er mir irgendwas erzählt von, das gibt so viel Seele, ne? Die Wendelin. Warte mit. Ich glaube 55.000 war es, ne? Müsste doch dann eigentlich reichen. Komm hier, Kondivikel 25 ist eine schöne Zahl. So, dann gehen wir hier den Shortcut runter. Da müssen wir zwar hier nochmal durch dieses komische Gebiet hier, aber es ist nicht so wild. Hätte man können gucken, ob man sich auch teleportieren kann, aber beim Teleportieren sind sie sehr... Jetzt sagen wir mal Schild bitte. Beim Teleportieren sind sie sehr zurückhaltend quasi. Ja klar! One-Hit! Natürlich! Geil! Und wir haben nicht gespeichert! No Death heißt, dass ich nicht sterben darf, aber das ist erstes Training. Noch darf ich sterben. Erst im offiziellen No Death Run, das heißt, in dem Run darf ich nicht sterben. Ne? Death heißt Tod, No heißt nicht sterben. Aber das hier ist noch das Training.
Nicht der eigentliche No Death Run. Der kommt erst noch. Ja. Das ist tatsächlich auch Skill-Issue, aber das meiste ist Dummheit. Was mache ich denn jetzt? Ist mir jetzt egal. Wird jetzt hier weitergemacht. Nach Kalamet. Ja, leider schon. So, jetzt machen wir es nur menschlich. Was ist das hier? Aushöhlung umkehren, glaube ich. Das ist so ein Billo-Gegner, so 0815-Gegner. Irgendwo random in der Welt. Dieser scheiß Drache, den ich gekämpft habe. Ja, der hat seine Feuersbrunst entfacht über mir. Sekundenlang. Hat mir ein Drittel von der Energie abgezogen oder so. Und der Gegner, Mitte in der Pampa, ein Angriff, wie auch immer geartet, tot. Ich hatte volle Energie. 100% von der Energie weg. Ja, ist klar. Guckt der da an, wie er wieder abgeht. Also, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich würde eigentlich ganz gern das DLC hier heute abschließen. Dann, also ist aber halt nur ein Bossgegner. Weiß ich halt jetzt nicht so genau, wie gut er ist, wie lange wir den brauche. Wenn wir das lang brauche, dann mache ich den heute nicht mehr. Aber es wäre jetzt 3 Stunden ganz cool, wenn man das hinbekommen wird. Und dann müsste ich halt noch noch Bossgegner 5 Black Knights mache. Das muss dann in Aimstream locker machbar sein. Das ist so quasi Endgebiet. Das ist nur irgendwie Berg runter, mit der gehe ich die Black Knights kaputt mache und dann halt den finale Bossgegner. So, und dann müsste ich halt den ein oder anderen Gegner, die eine oder andere Passage noch mal ein bisschen üben. Und dann werde No Death Run. So, wann der jetzt stattfindet. Der ist so dumm, der trifft noch nicht immer. So, und dann, wäre gut, wenn der ohne das nochmal abgearbeitet ist. Das wird so, keine Ahnung, also ich würde mal sagen, so 3, 4 Streams bestimmt nochmal dauern. Und dann könnte der No Death Run stattfinden. Jetzt kommt aber erschwerend dazu, das habe ich beim letzten Mal schon mal kurz erwähnt. Ja, natürlich kann der sich einfach umdrehen, während dem Angriff. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass jetzt die Tennisrunde quasi ist. Und obwohl ich aktuell verletzt bin, hätte ich schon die Hoffnung, dass ich die meisten Spiele mitmachen kann. Und selbst wenn nicht, würde ich natürlich irgendwie mein Team unterstützen wollen. Das heißt, so wird Samstag sowie Sonntag sowieso nicht klappen mit Streamen. Und dann ist vermutlich nur einmal in der Woche Montagsstream. So, und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wäre das wahrscheinlich so 5 bis 6 Wochen. So, und dann sind wir, weiß ich nicht, Juni vielleicht.
Juni wäre vielleicht ganz gut. Den No Death Run würde ich halt vielleicht auch auf mehrere Streams aufteilen, also jetzt nicht am Stück. Hier sind meine Waffen. So, und wenn man dann so vielleicht, ja, sagen wir Mitte Juni starten würde, dann hätten wir so 3-4 Wochen, bis ich in Urlaub fliege. Und und dann hätte man den vor meinem Urlaub vielleicht abgehandelt. Das wäre irgendwie ganz cool. Aber es gibt jetzt noch keinen fixen Termin. Das ist eher so die Grobplanung, ne? Ey, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Habe ich das falsche Safe-Game geladen. Jetzt habe ich den Color-Mate nicht gemacht. Komm, ist egal. Ich mache jetzt zuerst einmal den hier. Ich gehe jetzt hier weiter. Scheiß drauf. Ich bin schon gewundert, warum ich weniger Schade mache. Wäre halt auch irgendwie cool, wenn ich irgendwo einer hätte, wo ich normale Pfeile kaufen könnte. Was können dann die Brandpfeile? Im No Death Run würde ich so Geschichte, glaube ich, so lösen. Warum sich das Leben schwer machen, ne? Wenn es auch einfach geht. Tschüss. Finstere Träne, hätte er auch keine Halle, ey. Brauchst du nicht. Wie ich zaubere könnte. Ah, stimmt, da war noch was. Jetzt. So, jetzt ist nur die Frage, da waren ja so viele kleine Hutzekrutze. Ich glaube, das sind alles so Menschlichkeitsdinge. Er ist nicht so genau. Komme ich irgendwie auf eine zugeflogen und mache ihn dann kaputt oder sowas. Hier gehen wir ein bisschen weiter. So gehen wir nicht weiter. Scheiße. Das wird richtig. Nein! Was? Warum ist schon runtergefallen? Geht mit dir ab. Bisschen creepy. Ich speichere mal. Abyss. Abgrund. Die lockt mich schon hervor in eine Falle. Wie es komme, dass die mich in eine Falle lockt. So, 100.
Ha, was ist denn das? Das ist Abkürzung zum Sankt Nimmerleinstag. Jawohl, fahrt mit ihm. Na, nicht hinterherfalle, wenn es geht. Wohin geht die Abkürzung hier? Bringt dir nur was, wenn es an den Leuchtfeuer geht? Alter, wo gehen die hin in den Himmel? Okay. Ah. Ja, interessant. Ha! Jetzt könnte man ja theoretisch doch den Kalamet noch mal machen. Kann ich mal Skill-Issues nochmal auspacken? Ja, nee, wir machen jetzt das nur weiter. Und was soll der Geiz? Dann sehe ich zumindest nur, wann, wo war das dann jetzt? Irgendwo durch Himmel, ne? Hier. Hä? Das war wohl falsch. Ah. Ich glaube, den Gang habe ich vorher sowieso nie gesehen. Ach so, jetzt sind die Gegner wieder da, ne? So, geht's jetzt hier weiter runter oder was? Ach so, dunkle Rotzgebiete, ey. Wer überleben sich sowas? Das ist auch wieder nur, um die Texturen zu verstecken, weil sie hässlich sind. Warum trifft der nicht? Nee, schla doch. Aber die mache theoretisch schon schade, ne? Wenn ich die nicht kaputt mache. Ja, das hat meine Frage beantwortet. Ich weiß zwar nicht genau, wie das jetzt passiert ist, weil ich irgendwie so komisch durch den durchgeklitscht bin. Aber jedenfalls hat's Aua gemacht. Komm, jetzt saufen wir was. Wir hun's doch. Das behindert quasi die Babymenschlichkeit oder was? Macht ja schade. Für was habe ich denn eigentlich dieses komische silberne Dingensbums da? Hä? Aber es ist ja doch der richtige Zielstand. Benutzen. Da steht doch jetzt Folgendes. Wo ist es dann? Ja, damit. Hier. Vertreibt Dunkelheit. Merke ich nichts davon, dass jetzt hier die Dunkelheit weggeht, wenn ich das Ding benutze. Ja, hier scheint es schon mal nicht weiter zu gehen, ne? Der Flasch hier in der Ecke. Nö. So, wenn ich jetzt wieder hier hochgehe, bin ich herkommen. Bringt mir genau gar nichts. Ich könnte höchstens hier hochgehen.
Habe ich aber eigentlich gedacht, dass ich so irgendwo so grob herkommen bin. Ne, scheinbar nicht. Stark. Okay. Also Klick ist hier so hell. Dass man gut erkennt, wo man nicht runterfällt. Ach! Hier ist doch der Hand of Blood in seinem No Death Run gestorben, ne? Der ist hier irgendwie seitlich runtergefallen oder so. Glaube ich. Was das? Doppelte Menschlichkeit. Was das? Hat sich das jetzt gelohnt? Nein. Weiße Scholle ist zwar alles schön gut. Ist das hoch? Nee, ne? Du könntest mal theoretisch runterspringen, oder? So, wie heißt der Knilch hier? Der heißt Manus Faser of the Abyss. Aber den klatschen wir jetzt. Wahrscheinlich der uns, aber Manus. Fortfahren. Ah, jo, jetzt was abgezogen. Egal. Wir sind hier unsichtbar, der sieht uns ja gar nicht. Das wird eklig. Wirklich hell ist du drin auch nicht, ne? Stark. Das ist jetzt schon wieder so Drachevieh. Nix. Aua. Stark. Haben deine Pfote weg. Nein, lass mich was trinken. Machst du mal locker jetzt. Alter. Ja, ist in Ordnung. Ja, jo, ist doch. Hätte jetzt Armo kenne. Weiß nicht, 2 Schläge hätte ja gereicht vielleicht, ne? Erhält doppelten Schaden. Eigentlich müsste ich das anziehen. Weil der ist ja so schwach gewesen, dass es wenigstens ein bisschen herausfordernd wird jetzt. Stark, ich sehe nichts. Nur, dass alles wackelt und zittert. Kann man da irgendwo runterfallen? Ja, ja klar. Ich habe 2 Fläschchen genommen. Die sind jetzt direkt wieder weg. Was geht jetzt ab? Ich bin eigentlich gesprungen, aber so, ist egal, muss hier nicht.
Ja, gut, ja. Jo, ich sehe nichts, ne? Keine Ahnung, wo der ist, wo ich bin. Hauptsache, ich bin tot. Aber runterfalle kann man, glaube ich, nicht. Also theoretisch könnte ich schon so ein bisschen an den Rand rennen, ne? Ring hatte man und hier diesen mit dem kritischen Schadegedöns. Und dann würde ich sagen, dass wir die Ringe nicht immer tauschen müssen, überschreiben wir Modulspielstand. So. Ich würde dann irgendwie spaßeshalber gern mal hier die Supercoil ausprobieren. Weil die ist halt... Wie soll ich denn sagen? Die macht mich halt schon sehr behäbig. Das wird wahrscheinlich eher ungünstig sein. Was war das dann jetzt? Nix. Bleib stehen, wenn ich mit dir reden will. Ey, wenn ich mit so einer riesen Keule auf den drauf schwade, dann könnte er auch mal kurz gesteckert werden. Zu spät auf Rolle gedrückt. Ja, ich sehe nichts. Ja, jo, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung, wo der ist. Alles wackelt. Gut, der hat vor mir gestanden, aber... Also mit der Coil ist es blöd. Da bin ich einfach zu langsam, zu behäbig. Also die Claymore ist schon gut, so, ja. Load, fortfahren. Wäre halt geil, wenn man die auf plus 15 kriegen würde, ne? Aber ich glaube, da fehlt uns noch, ey, so... Obwohl, wir haben eine Scholle und wir haben eine Brocke. Also eigentlich könnte das ja sogar reichen, ne? Ey, lass mich doch mal springen jetzt! Ey, ich rolle doch die ganze Zeit nur vorne. Wo sind da jetzt die Iframes? Normalerweise trifft man doch, also wird man doch nicht getroffen, wenn man rollt. Normalerweise ist in die Gegner reinrolle immer die beste Taktik in Dark Souls. Oder um die Gegner drumherum laufen. Ach, oft gut. Hier, geh doch. Ja, ey, komm, was will... Du siehst doch hier nix, wenn das so wackelt. Ah jo, klar kann der die ganze Arena mit seinem Schlag, mit seinem komischen Ärmelchen abdecken. Was denn sonst? Man sieht halt auch nichts, ne? Weil der so fett ist. Und die Kamera dann in dem drin hängt so. Bleibt der jetzt nur stehen. Dann jetzt schon wieder kaputt.
Hey, uff, jetzt hopp. Nein, du bist ein Fels. Du war ein Fels. Du bist Nebelwand. Zu früh gerollt. Wo ist er dann? Ah, hier. Seh nix, seh nix. Ja, lass mich doch mal was trinken jetzt. Ey, dieser Angriff. Dieser Angriff, ne, wo er mich dann so... Ich sehe dir gar nichts, ne, es ist viel zu dunkel. Und der ist viel zu groß. Aber so irgendwie so gefühlt... Wo er auf mich draufschlägt, mich hochwirft, dann nochmal draufschlägt und nochmal draufschlägt. Also da erkennt man ja gar nichts mehr. Wackelt einfach nur die ganze Bildschirm. Ist eh schon dunkel wie Sau. Wäre so scheiße, wenn er so Millisekunden zu spät zum Springen trägt. Geh mal weg, Flo. Geh mal weg, Flo. Laufen als Cash. Aha, ich bin nicht in einer Nebelwand. Ist wieder nix. Ey, keine Ahnung, wo ich bin du dann immer. Ich glaube, ich ziehe mir gleich diese Leuchtmade auf. Dann sehe ich zumindest vielleicht mal, wo ich bin in dem Spiel. Also in dieses DLC gehen wir in diesem No Death Run auf jeden Fall ganz am Schluss. Wenn wir so weit kommen. Sollte. Sind halt schon so ein paar Bossgegner zwischendurch, die nicht so einfach sind, muss man halt schon sagen. Bei Dark Souls ist halt immer so Geschichte, ne? Das kann ruckzuck vorbei sein. Irgendeine Idee hatte ich eben noch, aber ich habe sie schon wieder vergessen. Ich wollte mal ausprobieren, ob jetzt vielleicht dieses komische Medaillon was bringt. Also, mein Ziel sind 100 Punkte, also nicht 100 Punkte, eine dreistellige Punktzahl. Und ich würde sagen, das ist eigentlich auch drin. Wenn man kein dummer Fehler einbaut zwischendurch.
Das wäre halt schon so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, schon so ein bisschen das Ziel. So, und dann, ja, weiß nicht. Dann sind das bestimmt 2 oder 3 Streams. Ja, da wird auch nichts gefunden. Für was ist dann dieses dumme Amulett do? Bringt genau gar nichts. Nein, du ist die Arena zu Ende. So haben wir nicht gewettet. Bleib mal weg, bleib mal weg. Weg, 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 weg. Hau ab. Jetzt Vieh. Geh weg. So. Nein! Ey, komm, ich bin doch so gut vom Timing her gesprungen. Seh nix. Ey, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ey, das ist doch so dumm, ey. Warum so ein riesiger Gegner in so einer dunklen Höhle? Wenn du den Rotz-Typ da anvisierst und dann siehst du nichts mehr. Warum muss der eigentlich den Kopf anvisieren oder so? Der könnte doch auch einfach auf den Füßen bleiben, dass man mal sieht, wo man ist. Den Kopf treffe ich eh nicht. Der ist 20 Meter in der Luft. Wenn ich mein Schwert hochstrecke, keine Ahnung, bin ich bei 3,50 Meter oder so. Ja, geil. Treffe ich richtig gut. Was Angriffe, ey. Fahrt. Ja, zu viel gesprungen, ist klar. Alter, jetzt los doch mal diese scheiß Pranke weg. Mit den nicht geschnittenen Fingernägeln. Ich stehe unter ihm. Also ich stehe quasi genau unter seinem Schritt. Und er holt mich quasi unter seinem Schritt raus hoch, obwohl der den Arm nie unter seinen Schritt gemacht hat. Seine Manus, Vater des Abyss oder Abgrunds, der Manus, keine Ahnung. Vater des Anus oder so. Wäre doch jetzt machen Sinn. Einfach mal ein bisschen ausweichen, jetzt 2 Schläge mache, Abfahrt. So, erster Schlag. So. Dritter Schlag. Dritter Schlag, der war zu viel. Ich muss noch was trinken. Kurz, das Problem kenne ich. Ah jo, komm. Von so schön bin ich gesprungen allebei. Ja, natürlich. 2-mal bin ich...
wenn der nicht in allem, was er macht, so langsam wäre, das Menacey von mir, ey. Ja, 2 hintereinander, ist klar. 3, ja natürlich, 4, alles drauf. Ja, die Nebelwand mit weggehau. Ja, jetzt sieht man wieder nichts, weil ich am Ende von der Arena bin. Wenn du zu weit weg bist, dann siehst du nicht, was der mit der linken Pranke da macht, weil die so duster ist. Wir haben noch Emo Goldhardt am Start. Nicht mal halt nur ein guter Moment finde, um das quasi zu benutzen. Zu früh, aber noch gerettet. Ja, der zweite und der dritte und der vierte. Also, wenn er dich Emo trifft, bis du wieder aufgestanden bist und dann kommen in der Zeit schon wieder 3 Schläge hinterher. Allein das, also... Im Grunde genommen muss hier quasi jedes Ausweichen muss muss 100%ig sitzen, weil wenn dich Emo trifft, dann hast du die Arschkarte gezogen. So, was war das? Der war quasi mit dem Rücken zu mir und auf Emo war ich vor ihm. Wie ist das passiert? Was ist das dann jetzt? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wo bin ich? Wo ist er? Wo ist irgendwas? Kommt es auch noch was? Der ist gerade weg. Wo ist er dann jetzt? Ja, natürlich. Seh nix. Wo bin ich? Wo ist er? Schon wieder. Nee, was ist das? Macht der das jetzt jedes Mal oder was? Bis ich tot bin.
Nein, das ist mir zu dunkel. Ich sehe das nicht, wann der diese Angriffe macht. Was ist denn das jetzt? Ja, ist klar. Natürlich. Tschüss. Manus, Anus. Ah. Seele des Manus. Jetzt leider da rum. Ah, mit der Schwätze. Nicht so redselig, ne? Habe ich jetzt die ganze Arbeit gemacht für Oh, schnell ins Gepuppen. Gucken wir uns mal hin. Dann steigen wir mal auf. Dann gehen wir nochmal zu der. Vielleicht wird sich dann wieder Ingrid. Hey, ich tue gleich das Schwert raushole. Ne, bevor wir das mache, speichere wir jetzt mal. So, neuer Speicherstand. Import. Rename. Tot. Fortfahren. So, jetzt tun wir mal mit dem Schwert mal kurz rinpieksen und gucke, was passiert. Wo ist sie dann jetzt? Die war doch eben da. Bis. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Jetzt sind wir gleich einmal rum. Aufsteigen, teleportieren könnte ich mich. Ach, guck mal hier, Stadt Ola Ziele. Ist hier tatsächlich hier geeignet zum Hinteleportieren. Jetzt gehen wir mal gucken. Bei dem Spielstand hier müsste eigentlich der Drache tatsächlich schon tot sein. Haben wir von dem irgendwas bekommen? Anhand dessen man das erkennen könnte? Mir fällt jetzt erstmal nichts ein. Haben wir Ring oder so? Haben wir nicht bekommen. Jo, da hinten die Wand ist weg. Wir gehen trotzdem nochmal gucken, dass ob wir die Items ohne haben. Aber ich bin eigentlich ziemlich optimistisch. Ist ja dann jetzt der Typ, der immer wegspringt, ne? Lassen wir die Items da unten schon ran. Wenn wir die Items haben, dann ist das Drache schon tot. Jo. Hi, gut. Nee, warte. Dann holen wir uns so Heimkehrknorre gedöns.
Und dann könnten wir uns teleportieren. Feuerbandschrein. Beziehungsweise kann ich an dem Leuchtfeuer meine Waffe verstärken. Claymore. Plus 15. Incoming. So. Besser wird's nicht. So, wo ist es? Schlange, Getier. Dann wecken wir die mal auf. No, I'm fine. I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Is it? Teleportieren, bitte. Very well. Then stay still for a moment. So. 100 Unne. Machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Es fehlen jetzt noch, das ist geil, weiß auf weiß, kann ich nicht gut lesen. Genau 20 Punkte. Das wären 5 mal Black Knight, das sind 15 Punkte und einmal der Quinn Lord of Cinder. 5 Punkte, sind wir bei 20. Also am Samstag, wie gesagt, ist eher unwahrscheinlich, dass das klappt. Am Montag, ich gucke mal kurz in den Kalender, das müsste aber eigentlich hinhauen. Was ist denn das? Der 4., 5., ne? Jo, Montag müsste eigentlich klappen. Das heißt, dann schließen wir erstmal einen Durchgang ab. Alle Bosse gekillt und so weiter und so fort. Und dann gehen wir bis in die Trainingsphase Nummer 2 und übe den ein oder anderen Bossgegner nochmal, insbesondere im Anfangsgebiet. Natürlich, ich habe mal immer so ein bisschen aufgeschrieben, was für Bossgegner ich nochmal üben muss explizit. Aber ich würde auf jeden Fall die im Anfangsgebiet alle 8 noch einmal machen. Einfach um noch mal kurz auf dem Schirm zu haben, wie die gehen. Vielleicht ist es aber auch was, das man eher so kurz vorm eigentlichen offiziellen No-Death-Run mache, dass das nochmal frisch in Erinnerung ist. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ne? Also klar, das Ziel ist, das komplette Spiel No-Death-Run-mäßig durchzumachen, aber so mein kleines Ziel ist eigentlich, dann wäre ich schon einigermaßen zufrieden bei einer dreistelliger Punktzahl. Das wird schwer. Ist machbar, glaube ich, aber es wird schwer. Vor allem hier der Hinterhof-Gangster, dieser, keine Ahnung, Ziegendämon oder wie der heißt, in diesem kleinen Hinterhof, der ist halt echt brutal, weil aufs erste Mal, wenn du reingehst, so klatscht der halt richtig rein. Ja. Ja, gut, müssen wir mal gucken, wie es läuft. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Guter Start ins Wochenende. Samstag, wie gesagt, höchstwahrscheinlich kein Stream, weil Tennis. Vielleicht kann ich den irgendwie verlegen auf Sonntags oder auf Freitags oder so, aber weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme. Tendenz erstmal nein. Und dann wird es halt am Montag weitergehen. Ne? Also, bis denn. Ciao.